Guten Abend. Oh, mein Herz, sehr gut. Ich höre sich allein. Was sind als ihr hört mich euch? Guten Abend, allen. Ich bin David Braun. Ich habe einen Titel beim JIVO, was ist ein ganz länglicher. Ich gedenke ihm nicht von einmal bis zum zweiten. Aber meine Arbeit beim JIVO ist, was ich scheich, die jüdischen Interessen und jüdisch Limudim beim Institut, die zu repräsentieren, stützen, kultivieren, ausgestalten, voneinanderbauen und wo ich kann nur etwas durchführen euch. Begrüße ich euch in meiner JIVO-Rolle, wie euch in meinen persönlichen Namen als sachbekannte Menschen, als sachbekannte Penner, mit einem warmen Bruch im Abäum zum heutigen jiddischsprachigen Abend, Lekove die erste 100 Jahre vom Institut. Schutfim zu dem Abend seien 4 Organisationen, wo seinen geistig und ideologisch nont mit Niveau in einem gewissen Sinn alle Jahre von seiner beschützungsdicker Existenz, da seien die Jiddisch-Liga, der Shalom Aleichem Kulturcenter auf Bainbridge Avenue, Bronx, der allweltliche Jiddischer Kulturkongress und der Arbeiterring. In dem Mehus von Jivo ist das Forschen Jiden, wie sie haben sich ausgelebt, auf Jiddisch und mit Jiddisch und herum Jiddisch und in Scheiches mit Jiddisch. Und weiter, wie sie tun das jetzt und wie sie wollen das tun in kommenden Jahren. Lerners von Jiddisch-Loschen und von der Jiddisch-Zivilisation seien verbunden mit Niveau schon die letzten 100 Jahre und wir kennen bei der jontivdicker Gelegenheit der Monnen, als es halt in Ausbacken sich ein Plan zu versichern, dem Jivos Rolle in weiter zustellen und verspreiten das Wissen, was ist angesammelt beim Jivo, durch ein Magisterdiplom in der Jiddisch-Zivilisation beim Institut zusammen mit einem akademisch autorisierten Schutef. Ich danke euch allen für ein Kommen, vernehmen dem oben an, wird jetzt Cyril Kuznits, Professor von jüdischer Geschichte in Bard College und Historiker von dem Jivos aufkommen. Cyril wird anführen mit einem Panel von Choshewe Forschers und langjährige Jivo-Freund, wo sie wird sich allein vorstellen. Dank Davidin und dank euch alle für den Kommen in das kalten Wetter. Ja, ist, wie ihr alle wissen, ihr alle wisst, dass Hayur ist der 100. Jubiläum von dem Jivo und wir feiern die Daten mit der Programmen, Konferenzen, Ausstellungen, Simches und so weiter. Ja, ist also wie David Rossi hat geschrieben in einem Blitzbrief, Manistana ha'Abend hazeh. Für was ist die Doseke Abend anders von allen anderen Programmen und Feierungen, was kommen vor, über dem wichtigen Jubiläum, weil unser Programm heint in Abend wird vorkommen in ganzen auf Jiddisch. Ja, ist, und wir haben ein Panel mit 4 gut bekannten Penner in der jiddischen Welt für ihre Forschung und künstliche Arbeit. Und ich will sie bekitzer vorstellen und jeder, vor dem, was jeder eine wird reden. Ja. Ist unser erster Redner heint, ist Professor David Hirsch-Roskis, was ist ein emerierter Professor von der jiddischen Literatur in dem jiddischen theologischen Seminar in der Kathedra auf den Namen von Saul und Evelyn Henkind. ist der Machaber von einer ganzen Reihe wichtiger Bücher und zwischen seinen letzten Büchern sind eine neue Auflage von dem Buch Zechroines Jiddischlands und euch der Band Catastrophe and Rebirth, was ist ein Band in der Serie von der Posen-Bibliothek, the Posen Library of Jewish Culture and Civilization, was hat redigiert zusammen mit noch Redner Heinz Schmoll-Kasseln. Und ich will euch ermahnen, eine wichtige Webseite, was ist ein Äußer mit Materialien von Professor Roskis lange Karriere wie Jiddisch-Lehrer und Forscher, was heißt All Things Yiddish, the Lehrer Roskis Archive, was hat eine Chicago Webadresse, das ist archive.yiddish.nu, N-U. Und man kann dort finden, eine Sache interessante Materialien. Und auch in Hoviv will ich ermahnen, als noch ein Buch von Professor Roskis, das ist etwas spiegelneu, was wird bald heraus in einer guten Show,
ein neues Buch Essayen in ganzen auf Jiddisch, was heißt Lernen den Pshat, Kapitel in jiddischer Literaturgeschichte, was wird bald heraus in dem kommenden Jahr. Und es kommt in Taka Yashikoyach, was also ein neues Buch auf Jiddisch, wird bald heraus. Heint wird Professor Roskis reden auf der Thema die doppelte Legende von Zelig Kamenowitsch und Max Weinreich. Ja. Guten Abend. Kapitel 1, die Chochme Jiddisch. Wer seien Sie gewähnt, die Chochme Jiddisch? Was dank sei, sitzen wir da im Saal und führen ein Panel mit dem 100. Jahrwil von dem Jüdischen Wissenschaftlichen Institut. Seine kollektive Biografie kämen uns mal in 5 Strichen. Sie haben gekannt 5 oder 6 Sprachen, Jiddisch, Lashon Kodesh, Deutsch, Russisch, Polisch, ob sie haben geendigt da Gymnasie, Griechisch oder Latein und ob sie haben ausgewandert in Amerika, Englisch euch. Srov haben sie bekommen eine traditionelle Erziehung in Cheder und Yeshiva, in Cheder mit Tukan oder bei privaten Lehrern. Von allen Wissenschaften hat Philologie bei sie vernommen dem Oben an. Zu jener Zeit hat Philologie beteiligt Sprachwissenschaft, Literaturgeschichte und Folkloristik. Die wichtigste Werkserie haben sie geschrieben auf Jiddisch, etlicher in einem eigenminnigen jiddisch-akademischen Stil. Wie Al-Kulam, alle seien sie geblieben getreu Ber Borchow, dem Pionier von Chochmes Jiddisch. Von allen Wissenschaften spielt die Philologie die größte Rolle in der nationalen Auflebung von den unterdrückten Völkern. Also hebt sich an Borchows Manifest die Aufgaben von der jiddischen Philologie, der erste Essay in dem Pinkes, dem Sefer Breishis von der jiddischen Wissenschaft auf Jiddisch. In sein Schluss heißt die erste große wissenschaftliche Ausgabe von Jivo Philologische Schriften. Später wird Max Weinreich austrachten das kluge Wörtel. Wissenschaft ist ein Wissen, was schafft. Die Chochme Jiddisch haben geglaubt, als was mehr die Wissenschaft dient das eigene Volk, als schafferischer ist sie. Und weil ich, mein euch also, will ich sich abstellen auf 2 von den größten Chochme Jiddisch, Zelig Kalmanowitsch und Max Weinreich, was in einem und etlicher besonder haben sie übergelost a kolossale Jerusche, a doppelte und gekäfelte. Kapitel 2. Geknippt, gebunden und verschieden. Kalmanowitsch und Weinreich seien gewinn geknippt und gebunden von Gebäuren an, weil beide haben sie gestammt von einer und derselben Stadt, Goldingen in Kurland, heint Latvia. Beide, heißt es, seien ausgewachsen, nicht in Same Harz von Jiddischland, nur in der Peripherie. Nicht, wo man hat gerät auf den litwischen, polnischen, ukrainischen Dialekt, nur auf den Kurlander Jiddisch, was zulieb sein Käuferschaft zum baltischen Deutsch ist ein selbstständiger Jiches Gewinn Mittelbesoffig. Efter der Fall sind Kalmanowitsch und Weinreich geworden die ersten Forschers und Verteidigers von dem Kurlander Jiddisch. Kaum hat Weinreich verteidigt sein Doktorat in Marburger Universität in 1923, beweist er schon herauszugeben Stapeln. 4 Etüden zu der jiddischer Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte, was der letzte Etüd wird gewidmet dem Kurlander Jiddisch. Dort wissen wir sich von einer langer, hübsch apologetischer Heore, als Kind weiß, Chotsch, hat gehört, wie man redet auf dem Kurlander Jiddisch, hat allein nicht geredet in Jiddisch. Dem ganzen reichen Material, was beweist sich dort zum ersten Mal, hat gesammelt bei älteren Informanten und von einer Schlall gedruckte Mekoirem. Mit 2 Jahren später ruft Kalmanowitsch sich ab auf Weinreichs Etüd mit einer Sammlung Heores, Hasoges und Miluim,
zu der dosiger Arbeit, was vernimmt 27 Gedichte Spalten in einem Landoi-Buch, dem Bikurim-Band von den philologischen Schriften. Entschuldigung. Heben hebt euch dann mit einer kurzen Autobiografie, wo erklärt, dass bis zu 15 Jahren hat sich ausgelebt auf dem Kurländer Jiddisch und hat später gelebt in einer dialektisch gemischter Zwiebel, hat sich letztens umgekehrt dahin und wiedergenommen sammeln authentische Sprachmaterialien. Also herum sind 2 Litwakes geworden, wissenschaftliche Stammbrüder. Der schreibt dann Etüden, ein Termin geborgt von der Fremd. Und der antwortet mit einer Sammlung Heores Hasoges und Miluim, angepickt wird mit Loschen Kodesh, was ist eine selbstständige Monographie. Loschen Kodesh, mit dem ganzen Derech Eretz, was weiß daraus sein jüngeren Ben Ir, Sachakel mit 9 Jahren jünger für ihn, hat Kalmanowitsch ganz andere Hasoges wegen der Kurländer Dialekt befragt und wegen jüdische Dialekten Bichlal. Nehmt im Indien Slawismen, le Moschel. Die Slawismen in dem Kurländer Jiddisch, laut Kalmanowitsch, beweisen, auf wie weit der Kurländer Jiddischer Yeshivas nicht gewesen isoliert und abgeschlossen, wie es teinet Weinreich. Und der Phänomen Dialekt Bichlal beweist, auf wie weit Jiden sind ein Wandervolk, lehepech zu die Peurim-Völker, was ringeln sie herum. Jeder Forschobjekt, heißt es, kann führen zu hepechdicke Hasoges und Ausführen. Wiltir sind stabile und besondere jüdische Dialekten eine Reihe von Doigkeit, von einem tief eingewurzelten jüdischen Kollektiv. Wiltir sind slawische Komponenten in einem jüdischen Dialekt, wo kein arumike Slawen sind nicht da, eine Reihe von afrierdig Leben ergens anders. Also wie es passt für ein Volk, was lebt in Goles. 2 Litwakes, ausgewachsen auf demselben randigen Boden, paskenen die eigene Scheile verkehrt. Is welche von sie ist mehr beglebt. Der, was ist eingewurzelt in Jiddisch von Gebäuren an, sie der, was ist angekommen zu Jiddisch von der Fremd. Der, was schreibt Etüden, sie der, was schreibt Heores Hasoges und Miluim. Der, was benutzt sich Geseder mit seinem Doktortitel, was figuriert auf dem Scharblatt von allen seinen Büchern, sie der, was benutzt sich keinmal nicht mit seinem Doktortitel, was hat bekommen in 1918 in Königsberg und ihn bestätigt in Peterburg. Sie haben sie beide bereichert, Chochmes Jiddisch. Tage dank seiner Chiluke Deis, Elahei Beis Hillel und Beis Shammai. Litwakes, wie bewusst, haben verdient dem Gneinamen Tselem-Kep. Der Fall, was sie haben, Ateve, herabzugehen von der Chayosher und zu werden verführt von fremden Göttern. Was ist fremder und verführerischer wie der Hellenism? Efter der Fall haben sei Kalmanowitsch, sei Weinreich sich ausgelernt Altgriechisch. Weinreich in einer russischen Gymnasie und Kalmanowitsch auf einer Universität, wo hat studiert semitische Sprachen, wie auch Psychologie, politische Ökonomie und die Geschichte von Altgriechenland und Rom. Beide haben sich keine Schäme gewöhnt, dank seiner Kennschaft von Griechisch. Weinreich hat sein literarisches Debüt gemacht in die jiddische Welt. Oh, entschuldigt. Okay. Mit der Übersetzung von dem 9. Buch von der Iliade, abhindig dem Hexameter von Homern. Auf Moshe Kulbacken hat es gemacht, einen gewaltigen Räuschen.
Die Übersetzungen von Homeren bei jedem Volk, schreibt Kulbach in sein Manifest, das jüdische Wort, weisen nicht nur auf eine gewisse geistige Zeitigkeit von dem dortigen Volk, nur euch auf der künstlerische Reifkeit von der Sprache, auf welcher Homer kann übergesetzt werden. Und das ist weinreich äußern, zu beweisen die geistige Zeitigkeit von der misrach-europäischen jüdischen Ede und die künstlerische Reifkeit von ihrer Redsprache. Dank dem Hellenismus mit knappe 2700 Jahren später bekommt das jüdische Wort als Stoß, es soll werden zu leiten gleich. Ganz anders nützt Kalmanowitsch euch sein klassischer Bekirs. Von Griechisch setzt er über die jüdische Milchomes, was geht daraus in 3 Auflagen beim Kletzkin Verlag, 1914, 1923 und 1931, und in einer speziellen Ausgabe für Jugend, Berlin, 1922. Josef ben Mattisyahu HaKohen ist ein Unseriker. Chotsch ruft er sich auf den Namen von seinem römischen Ballerboss Josephus Flavius. Kalmanowitsch versichert dem jungen Lehener, als die jüdische Milchomes ist ein großes literarisches Werk, nicht geguckt darauf, was der Mechaber ist weit nicht objektiv und dient seine eigenen Interessen. Wenn nicht der Hellenismus, heißt es, wollte das jüdische Volk geblieben stecken bei Halacha und Agode. Dank dem Hellenismus ist geblieben ein Sicher von einem tragischen jüdischen Aufstand gegen Rom und eine historische Beschreibung von dem jüdischen Yeshiva in Eretz Israel in Zeit von Bayes Sheni. Wenn nicht der Hellenismus, wollte Chochmes Jiddisch keinmal auf der Welt nicht gekommen. Aber zurückgerät, wenn nicht Hebräisch, wollte keine jüdische Sprache nicht gewinnen. Auf zu bestätigen dem dosigen Klall hat Kalmanowitsch angeschrieben seine erste philologische Arbeit, die jüdische Sprachlehre, gedruckt in die literarische Monatsschriften in 1908, im Jahr von der Tschernowitzer Sprachkonferenz. Das, was hat abgehielt, die Eigenmännigkeit von der jüdischen Sprache, schreibt Kalmanowitsch, in einem Satzbau, in einem Stil, in der Morphologie, ist gewähnt die Spur von Tanach und von Hebräisch. Hebräisch hat abgehielt das Pinterle Jid. Erst mit 23 Jahren später hat der jüngere Litwak der Jogt dem Älteren und gefunden einen soziallinguistischen und stilistischen Schussverlassen Koidisch. In 1931 schreibt Weinreich an sein populärwissenschaftlichen Essay, was wollt Jiddisch gewähren ohne Hebräisch, gedruckt in New Yorker Zukunft, und geht darauf einen doppelten Entfer. Ohne Hebräisch, der Träger von Religie, wollte nicht gewähren keine jiddische Sprache. Und euch bei heutigen Tag ist Hebräisch ein wichtiger Sprachressource. Da beit Weinreich nicht nur seinen Zugang zu Hebräisch, sondern auch zu der jiddischen Tradition. Dank der Religie, schreibt Weinreich, haben jeden freiwillig sich abgesondert von der aromiker Welt. Und das darf man betrachten wie ein nötiger und schafferischer Prozess. Hebräisch verkörpert die geistige Bedürfnisse von Volk. Wie sagt man? Not a moment too soon. Weil jetzt hebt sich an die größte Machleukes wegen dem Loschen Koidisch-Komponent in die Takones von jüdischen Ausleg. Der linke jiddischistische Flügel, in einem mit den Lehrern von den Zischer Schulen, will was gicher Potter werden von dem etymologischen Ausleg von Hebräismen. Aber Kalmanowitsch und Weinreich teilen, als Methor nicht überreißen die Kate, was verbindet Jiddisch mit dem geistigen Over und mit dem Rov Minyan und Binyan von poscheten Volk, was versehes loschen Koidisch heilig. Danken Gott, unsere zwei jiddisch-weltliche Litwakes haben ausgeführt. Kapitel 3, die doppelte Kate. Nicht nur haben sie gepreuelt und dabei abgehielt das Schlimmes von der jiddischen Sprache, nur was mehr, sie haben allein sich
sie haben allein geforscht, die jüdische Literatur, als mehr haben sie bestätigt dem Klar von innerwenigster jüdischer Zweisprachigkeit. Das heißt, die Schutwes von dem Zwischeneinander von Jiddisch und Lashon Kodesh. In Tarnopol hat sich abgefunden der literarische Reserven von dem Galizianer Maskell Josef Perl, ein Schlall Manuskripten auf Jiddisch. Zwischen sie eine volle Übersetzung von seinem bewussten Werk Sefer Megalet Mirin. Bisher hat man abgeschätzt das Werk wie eine gerottene antichsidische Parodie, kläumerst übergehabte Brief von einer Bande Chassidim, geschrieben auf sehr zu kaletscheten Lashon Kodesh. In was sie besteht, der jüdische Nussach, hat noch keiner nicht gewusst. Punkt wie keiner hat nicht gewusst, als der verbrennte hebräische Maskel hat Bechlal und der Reker geschrieben auf Jiddisch. Der Jever hat angeboten Kalmanowitschen, soll anschreiben dazu eine literarisch-sprachige Analyse. Was da beweist sich sein Bekies in der ganzen hebräischen Haskalah-Literatur, in Chassidus und in literarischer Prose Bechlal, wo viel Stimmigkeit spielt eine zentrale Rolle. Weil Perl beweist seine Größkeit in dem Benutz von verschiedenen Schreibstilen und Redstilen, i auf Hebräisch, i auf Jiddisch, und in seinem genialen Chusch beim Überführen Satire und Parodie von ein Lashon auf den zweiten. A Dank Kalmanowitschen entpleckt sich Josef Perl wie der erste Choschewer, zweisprachiger jiddischer Romanist. Etwas Ähnliches hat Weinreich getan mit 12 Jahren früher, wenn hat herausgegeben Alex Ovim von Dr. Shlomo Ettinger, der erste moderner jiddischer Dramaturg und Misholem-Schreiber. Wie bald die zwei Chochme Jiddisch schaffen ein spiegelneues Bild von der jiddischen Literatur im 19. Jahrhundert, in Prose, Poesie und Drama, nehmen sie sich zu der klassischen Jerusche. Sie teilen sich ein mit der Jerusche, kann man sagen, Hälfte auf Hälfte. Kalmanowitsch vereinigt sich mit Peretzen und Weinreich mit Abramowitschen. Dank seiner redaktionellen Arbeit in dem Kletzkin Verlag hat Kalmanowitsch sich nun bekannt mit Peretzen. Was noch Peretzes frühzeitigen Tod ist sein Chshives gewachsen, höher und noch höher. Für Peretzen ist Maschmoes der Geist der Alleinherrscher, von kein Sach nicht gebunden. Also schreibt Kalmanowitsch in Wilner Ghetto, in einem langen und bis gar interessanten Essay, Judla mit Peretzes Guck auf der jiddischen Literatur, geschrieben in 1942. Alle Wegen und Umwegen führen zu Peretzen, weil Kalmanowitsch sucht die Mekoirim von jiddischer geistiger Widerstand. Peretz lebt in Wilner Ghetto, dort wo Kalmanowitsch sieht den befehlischen Netzochen von dem Geist über dem Chäumer. Reihe, die Kinderheime, die Bibliothek und Lehensaal, der Theater, der Jugendclub und die Papierbrigade. Achutz was Kalmanowitsch ist gestanden Berosch in einem mit Hermann Krug von dem Proof zu raten, wenn das jiddische und hebräische Buch, hat geführt ein Tagbuch auf Hebräisch, wo hat euch verschrieben die Drosches, was hat gehalten auf Jiddisch für fromme Jiden. Shalom Luria, Kalmanowitsches Ben Yochid, hat das als herausgegeben auf Ivrit in einem Sefer Kalmanowitsch. Tage a Sefer und nicht kein Buch, was ist heraus in 2011. Sefer Kalmanowitsch ist ein prächtiger Denkmal noch in Kodesh, was ist freiwilliger Weg mit den letztgebliebenen Wilner Jiden bis der Liquidation von Ghetto. Das zweisprachige Tagbuch begleitet und verfestigt die Legende von Kalmanowitsch, dem Novi von Wilner Ghetto, wie euch von einem estonischen Arbeitslager, Narva, wo hartfahrend heute hat sich ausgelacht von den deutschen Italionen und gesagt,
Ich habe für euch kein Meure nicht. Ich habe eine Sonne in Eretz Israel. Max Weinreich hat noch bewiesen zu Herrn Abramowitschen Reden in Odess und verschrieben bei sich in Sekoren, als hat gerät auf sein rein litwischen Dialekt. In die 20er und 30er Jahren ist Weinreich geworden Abramowitsches erster ernster Biograf und ein Pionier von der Mendele-Forschung. Aber Weinreichs wichtigste Arbeit wegen Abramowitschen, laut meiner Meinung, gedruckt in 1942, im selben Jahr, wenn Kalmanowitsch hat angeschrieben seine Essay wegen Peretzen, ist, was heißt Schreiben Jiddischlach? Was auf Englisch tragt es einen mehr sachlichen Titel. Mendeles Yiddish Translation of Pinskers Auto-Emanzipation. Was ruft da heraus ein größeren Jiddisch? Das, was Weinreich hat sich vertieft in dem ersten proto-zionistischen Pamphlet bei Jiden, was Leon Pinsker hat angeschrieben auf Deutsch. Sie das, was Weinreich hat gepasst auf den Smach von Mendeles Übersetzung, als Schreiben Jiddischlach heißt, Schreiben mit der Sprache von Lomdim und Lerners, von Schul und Besmedrisch. Das heißt, Schreiben genau wie Kalmanowitsch. 2 Litwakes, 2 Legendes. Der erste ist umgekommen al Kiddush Hashem, wie der Martyrertod von Rabbi Akiva. Und der zweite ist geblieben leben, wie ein Gilgul von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Sie geraten wird in einem mit seinem Sohn Uriel, gedei aufzubauen an neuem Javne auf dem Teich Hotzon. Ich habe sich noch bekannt mit Sholem Lurien und sich oft beteiligt in seiner wissenschaftlichen Zeitschrift Chuliot. Einmal hat mir beschrieben, wie Weinreich pflegt kommen zum Taten in Stub und beide pflegen sie abarbeiten lange schon in einem beim Redaktieren die Ivo-Blätter. Ein hübschen Teil von dem Material hat man nicht nur gemusst überschreiben im Ganzen auf einen jiddisch-akademischen Stil, nur übersetzen euch von Deutsch, Polisch, Russisch, Hebräisch und Englisch. Das Bild ist bei mir aufgeschwommen in Gedanken, wenn Alan Mintz und ich haben mit Jahren später geschaffen Prooftexts. Wer von uns, habe ich bei sich gefragt, ist Kalmanowitsch? Und wer ist Weinreich? Anstatt zu entfernen darauf, will ich besser sagen als so. Es ist freilicher in Zweien. 2 jiddische Sprachen, 2 Stammbrüder, 2 Redaktoren, 2 Legendes. Dank. Ja. Okay. Unser kommender Redner ist Shmuel Kassow, was ist ein emerierter Professor von Geschichte in Trinity College in der Kathedra von Namen von Charles Northam und jetzt der Gastprofessor da in Yivo. So von euch wissen auf sicher, als ist der Machaber von Sachbücher reingerechnet Who Will Write Our History, Emanuel Ringelblum, The Warsaw Ghetto and the Oinig Shabbos Archive. Ich habe schon der Montemband in der Posenbibliothek, was Shmuel Kassow hat redaktiert zusammen mit David Roskis, Crisis and Catastrophe and Rebirth, entschuldigt. Und Professor Kassow hat euch redaktiert und übergesetzt Rochel Auerbachs Warschauer Zavoes, was ist letztens raus und was hat gewonnen die Prämie, the National Jewish Book Award. Und jetzt hält in Arbeiten mit der Mannschaft Historikers in Yad Vashem mit Schreiben einer rumnehmiger Geschichte von dem Chorben in Polen. Jetzt wollen wir hören wegen noch eine wichtige Persönlichkeit in der Yivo Geschichte, Emanuel Ringelblum, als
der Titel von Professor Kassows Präsentation, Emanuel Ringelblum, der Oinig Shabbos Archiv und der JIVO. Nur schönen Dank für die Verbettung zu reden. Für mir ist allemal ein großer Vergnügen, zu haben eine Gelegenheit abzugeben, ein bisschen Covid dem JIVO. Und mein heutiges Thema ist, wie ihr seht, der Ethos von JIVO hat bewirkt und hat geformt die Arbeit von Ringelblum-Archiv in Warschauer Ghetto. Der Oinig-Shabbos-Archiv ist nicht aufgekommen, damals in einem Vakuum. Der Archiv gewesen ein direkter Hemmschicht von Ringelblums Tätigkeit von vor der Milchome. Tätigkeit, also gewesen tätig in JIVO, also gewesen tätig in der Landkenntnisgesellschaft. Und wir können sagen, als Ringelblum sich gewinnt der Saal von JIVOs historischer Kommission in Peilen, hat gehalten, als jüdische Historiker in Peilen tun sich nicht begnügen mit Gribbeln in die Archiven und schreiben Artikeln. Sie müssen nicht werden erstrangige Organisators. Sie müssen aufstellen Seminaren und helfen Aspiranten. Sie müssen ermutigen jeden von einem ganzen Jahr zu forschen die Geschichte von Sarah Stettler, zu registrieren Pinkesim, zu fotografieren Altertümlichkeiten. In Toch genommen ist Ringelblums Animamin gewesen Geschichte von Volk, fahren Volk und durchen Volk. Und von dem ist gedrungen, als der jüdische Historiker in Peilen gewesen, berufen, nicht nur zu verteidigen den jüdischen Covid gegen die antisemitische Bilbule mit seinen peilischen Gelernten Politikern, ist echt mechuyev gewesen, zu betrachten die jüdische Geschichte von einem neuen Guckwinkel. Also wie Ringelblums Lehrer Yitzchak Schipper hat einmal geschrieben, und ich zitiere, wir Historiker haben bis heute gekannt, dem Shabbos Yontev gegen Jeden, aber nicht dem Jid von in der Woche, nicht dem Jid von einem ganzen Jahr. Und bei Ringelblum hat der Jid von in der Woche allemal vernommen nebenan. Die vergessene Jiden, die jüdische Freude, der jüdische Horepaschnik, die jüdische Handwerker und Lernengler. Und der Pfarrer hat sich damit angenommen für ein Covid von sehr jüdisch Loschen. Noch eher der JIVO ist organisiert geworden, hat schon in 1923 zusammen mit seinem Chaver Raphael Mahler gegründet in Warschau der junge Historikerkreis, was sein Ziel ist gewesen, zu ermutigen die historische Forschung auf Jiddisch. In Gichen hat sich der Kreis eingegliedert in JIVO und das ist geworden der Kern von der JIVOs historische Kommission Peilen. Die gezählten Mitglieder von dem Kreis in JIVO, was haben übergelebt in Milchome, Raphael Mahler, Josef Kermisch, Arthur Eisenbach, Yeshia Trunk, Philipp Friedman. Sie seien später geworden die Koryphäen von mizrach-europäischer jüdischer Historiographie. Die Haschpoe von JIVO auf dem Archiv hat sich herausgewiesen in dem Zusammenstell von dem Oinig Shabbos Hauptkomitee, in dem breiten Vernehmen von den Forschprojekten, in dem Drang zu beschreiben und zu forschen auf viele die kleinste Protim und die kleinste Kämmerlech von dem Leben in Warschauer Ghetto, lebendig als allzu wichtig zu rekordieren. Das Benutzen Enquetes und Anweisungen. Der Herr Spohr von JIVO hat sich herausgewiesen in dem Leben, in dem nationalen Schliches von Sammeln und von Forschen. Dank hunderter Jiden von einem ganzen Jahr, Volksmenschen, was haben nicht gewusst, viele, als sie schreiben für ihre geheimen Archive, aber dank sie
haben sich angeklebt nach Schlau von persönlicher Sichreines und Gewisseides, hunderter Essayen wegen städtlich und städtlich Warsche. Heint haben wir ein Keimelon von mehr wie 35.000 Dokumenten und das nimmt nicht da rein, die Teilen von dem Archiv, was haben sie keinmal nicht da gefunden. Man darf echt nicht vergessen, als die eine Schabesführer haben gespielt eine erstrangige Rolle in der Alleinhilfe und in ICOR, die jüdische Kulturorganisation in Warschauer Ghetto. Dafür haben sie alle eingesehen, die enge Zwischenabhängigkeit von Forschen und von Sammeln und von der Hilfstätigkeit. In der Emerson seien die Kämmerlech von der Hilfstätigkeit, das heißt die Volkskirchen, die Landsmannschaften, die Hauskomiteten, die Pleitimpunkte, die Schulen, das seien gewesen die Heitmekeuren von Dokumenten und von Gewissheiten. Achutz Ringelblumen haben andere angesehene Jivotur gehabt, ein größeren Heilig in dem Archiv. Das ist der zweite Zusammenfall von Jevo. Links steht Ringelblum und dort steht Rochel Auerbach und das ist Jankiv Schatzky, Raphael Mahler. Und das ist Yitzhak Gittermann. Yitzhak Gittermann hat gehabt einen großen Heilig im Archiv. Er ist gewesen der Direktor von dem Joint in Pelen. Er gewesen ein wichtiger Akteur in Warschauer Abteil von Jivo. Und er ist gewesen der, welcher hat verbildet, Ringelblum zu arbeiten für ein Joint in die 30er Jahren. Es ist nicht kein Guss mehr zu sagen, als Ringelblum hat Gittermann mamasch vergettert. Dank Gittermann hat der Archiv bekommen, die finanzielle Stütze zu helfen, die Mitarbeiter zu verteilen, Prämies für die Anteilnehmer von den verschiedenen Konkursen, zu kaufen Papier und Tint. Man darf echt nicht vergessen, die wogigen Verdiensten von Schmuel Wasser, von Schmuel Winter, entschuldigt mich, von Schmuel Winter. Vor der Milchome ist Winter gewesen ein reicher Tworseucher in Platzlawek. In dem Warschauer Ghetto hat er vernommen einen von den wichtigsten Posten in dem Judenrat. Er ist gewesen der Rosch von der Approvisatieamt, was hat sich vernommen mit Hereinbringen und Verteilen Speismitteln im Ghetto. Und versteht sich, als Winter hat geholfen dem Oyneg-Shabbos-Kollektiv und der Ghetto-Intelligenz mit Speispäcklech. In allgemein hat Ringelblum nicht getreut dem Judenrat, aber Winter gewinnt der Joizem in Haklal. Er hat sich bekannt mit Winter in dem Jivo und er hat von ihm gehalten a Welt. In der letzten Kufe von Ghetto, was hat sich angeheben im September 1942, hat der Archiv gefunden am Mokem Miklat in Winters Improvisatio-Abteil. In ihrer Sichreines von Warschauer Ghetto hat Rochel Auerbach geschrieben, und ich zitiere, Winter hat dem ganzen Feier von seinem Herzen geschenkt eine Idee, der weltlichen, modernen Jüdischkeit. Er gewinnt von der aktivsten Jivo-Eskonim. Auf dem Gebiet von jüdischen Buch und jüdischen Theater ist Schmuel Winter gewesen ein Mäzenat. Er gewesen mehr wie ein Mäzenat. Er gewesen ein frommer Chossid. Wie wichtig ist gewesen, als Berosch von der Improvisation soll stehen ein Mensch mit reinen Händen und mit den höchsten moralischen Qualitäten. In 1945 in einer Jisker-Nummer von den Jivo-Blättern hat Max Weinreich, der Mond Winters, Übergegebenheit zu dem Jivo. Er hat der Mond Winters Forschungen wegen jüdischer Dialekten in Kujawer Gegend.
hat die Artikeln wegen Folklore und Sprache, was Winter hat gehabt, vielleicht schreiben für einen Wilner Tag. Der Hage, Winter hat nicht gehalten von dem litwischen Dialekt. Und hat gewollt, dass die anderen Dialekten sollen bekommen mehr Ansehen in der jeweiligen Arbeit. Einer von Ringelblums 19 Mitarbeiter ist gewesen Menachem Linder. Vor der Milchome hat Linder in Warschau redaktiert im Jevo-Journal Jüdische Ökonomik. In Ghetto ist gewesen der Führer von dem ICO, der Jüdische Kulturorganisation. Und er ist auch gewesen der Rosch von dem statistischen Abteil von dem Alleinhilfe. Und er hat gehabt einen großen Heilig in der wichtigen Einig Shabbos Forschprojekt 2 Jahre Ghetto, wo ist gewesen der Mamune über dem ökonomischen Teil. Nachdem, wie hat sich gewusst, als die Deutschen haben Linder in der Harget, hat Max Weinreich geschrieben in die Jevo-Blätter in 1944, und ich zitiere, uns in Jevo ist gewesen speziell lieb, weil ist gewesen ein Unseriker. Hat gekonnt werden ein Advokat, aber hat beschlossen, als wird sich widmen der jüdischen Wissenschaft. Linder hat gestammt von einer kleinen Stadt in Misrach-Galizien, wo Jiddisch ist gewesen, nur ein Fakt. Nicht kein Element von ideologischer, bewusstsinniger Strebung. Aber ist rein zu uns mit einem offenen Herz. Und Tomer, wir haben, wenn es ist gesehen, die jüdisch assimilierende Wirkung von Jevo und von Wilno Bichlal, ist das gewesen auf Lindern. Wenn ist später geworden der Sekretär von der Warschauer Gesellschaft Freund von Jevo, ist dort gewesen der Wilner. Hat Chassene gehabt mit der Wilner Mädel und sein Stub in Warschau ist gewesen ein Hemmschach von der Wilner intelligentischer Zwiebel. So Zitat. Wenn ich wollte gehabt mehr Zeit, wollte ich geredet Bariches wegen anderer Jevo-Mitglieder, was haben mitgearbeitet in Einig Shabbos Archiv. Aber ich will nur der Mannen etliche nehmen. Hirschwasser, Rochel Auerbach, Shia Rabinowitsch, Eliyahu Gutkowski, Cecilius Slepak, Avram Levin. Ich bin echt Meschar, als Harav Shimon Huberbaum hat sich bekannt mit Ringelblumen und mit Yitzhak Schippern in dem Warschauer Abteil von dem Jevo. In 1941 hat sich der Einig Shabbos vermosten auf eine breiter, herumnehmendiger Forschung von der pälisch-jüdischen Gesellschaft unter der deutschen Okkupation. Die Forschung hat geheißen 2 Jahre Ghetto. In sein Essay wegen dem Archiv geht über Ringelblum, als der Ausführkomitee von Einig Shabbos hat ausgeklebt 80 Vorstämme, zum Beispiel die jüdische Früh unter der Okkupation, die jüdische Kind, Korruption, das religiöse Leben, jüdisch-pälische Beziehungen, deutsch-jüdische Beziehungen, die jüdische Jugend, das ökonomische Leben, wie er sehr durchgesehen, die Gas im Ghetto, die Theaters, Handwerker und noch und noch. Und der Plan ist gewesen, die Kavone ist gewesen, herauszugeben eine Bahn von 1600 Seiten. Und für jeder Thema ist angestellt geworden eine Memune, was hat zugegräht, Anweisungen, Fragebeugens, planiert, wie sie zu interviewieren. Und gewisse Mitarbeiter seien gewesen verantwortlich für 2 oder 3 Themen.
Und ich zitiere, was Ringelblum hat geschrieben. Es ist unmöglich auszurechnen, die alle Gebieten, welches nimmt darum die Einig Schabes Arbeit. Wir können aber dreis behaupten, als nicht da kein wichtiger Erscheinung im jüdischen Leben, bis der Milchome, was soll nicht haben gefunden an Abspiegelung in den Materialien von Einig Schabes. Und er schreibt, Objektivität gewinnt der größere Prinzip, was hat geleitet unsere Arbeit. Wir haben gestrebt dazu, also es soll gegeben werden in unserer Arbeit, der ganze Emes, wie bitter es soll nicht sein. Der Einig Schabes hat gestrebt, schreibt Ringelblum, zu geben ein allseitig Bild von jüdischem Leben in der Zeit von der Milchome. Hat sich gehandelt in dem, es soll gegeben werden, ein fotografisches Bild von dem, was es haben übergelebt, getracht, gewältigt, die jüdische Volksmasse. Wir haben geschrieben dazu, als dieselbe geschehen ist, zum Beispiel die Geschichte von einer Yeshiva oder von einer Städte, soll beschrieben werden durch einen Erwachsenen und durch einen Jugendlichen, durch einen frommen Jid und durch einen weltlich gestimmten Jid. Wir müssen gedenken, als in 1941, wenn der Forschprojekt hat sich angeheben, hat man sich nicht gekannt ausmalen, als die Deutschen wollen aussagen in alle Jiden. Die Deutschen allein haben das beschlossen, nur in der zweiten Hälfte von 1941. Heißt es, als Ringelblum und seine Mitarbeiter haben gehofft, als viele nehmen dich in Betracht, die viele Juden, was sind schön ausgestorben von Hunger und Krankheit, wird der Rabbinien von den polnischen Juden überleben der Milchome. Und jemals wird man können ablernen am Musar Heskel von den übergekommenen Zores. Wie sie hat sich die jüdische Gesellschaft gespravet mit ihren Diffes und mit den Nisjones von der Milchome-Zeit. Sie haben die Klautur, die Parteiführer, ausgehalten dem Examen. Wie sie wird man kennenstellen zurück auf die Fies, das polnische Judentum nach der Milchome. Wie wird durchsehen die Lage von dem jüdischen Volk? Ringelblum hat echt gehofft, dass der Archiv wird können beweisen, die Poljaken, als Juden haben heldisch gekämpft für Polen und als nicht gucken die auf alle Beschuldigungen, als die Juden sollen haben verraten Polen in mitgearbeitet mit den Sowjeten, haben Rabbinien von den polnischen Juden erwiesen, als sie haben sich gefühlt patriotisch. Es ist klar wie der Tag, als in Tag genommen spiegelt sich ab in der Arbeit der Ethos, der Geist von dem Jivo. Es ist mit Kuhim geworden, Max Weinreichs Gebot, zu erkennen dem Heint. In 1942 hat der Einig Schabes Archiv genommen auf sich ein neues Schliches, zu kleinem Material wegen dem Chum und überschicken Berichten wegen der Massenmord in London mit der Mithilfe von dem Bund und der polnischen unterirdischen Bewegung. Ringelblum hat gehofft, als die Berichten werden öfter abstellen dem Chum und nicht helfen, mischbeten die Nazi-Verbrecher nach der Milchome. Aber wegen der Themen können wir reden ein bisschen später. Nicht zufällig habe ich gegeben einen Titel mein Buch, Who Will Write Our History? Wer wird schreiben unsere Geschichte? Die Deutschen, unsere Sonnen, sie mir Jiden. Die eigene Frage, was Peretz, was Dubnow, was Ansky und was Tscheriker, was sie haben nicht gestellt in seiner Zeit. Alexander Donat geht über in seine Sichroines wegen Majdanek. Als er ist umgekommen in Lager, hat der bewusste Historiker und Jevotor Yitzhak Schipper gefragt, was wissen wir heint wegen ausgemordeter Völker und Schweden? Nur das, was es Lust sich sehe, Mörder zu erzählen wegen sie.
Die Deutschen haben gemeint, dass sie wollen gewinnen die Milchome und sie wollen werden die Historiker, was wollen bestimmen, wie sie zukünftige Deures wollen gedenken dem ausgearbeiteten jüdischen Volk. Aber jeden in die Ghettos und die Lagern haben beschlossen, dass viele sie wollen umkommen, wollen sie überlassen auf Zoloches die Deutschen Dokumenten, Tagebücher, wie es sei, dass als zukünftige Derer sollen können, schreiben Geschichte auf den Smach von jüdischen und nicht-deutschen Mekorim. Und das ist gewesen der größere Aufruf von Emanuel Ringelblum, zu organisieren ein Archiv, zu begraben Zeitkapseln von jüdischen Dokumenten. Stell sich vor, wie wollt durchgesehen die heutige Historiografie von Warschauer Ghetto und die Dokumenten von Ringelblum Archiv. Wir wollten gekannt Harvey Dreyfus, Israel Gutmann, Ruta Sarkowska, Basche Engelking, David Roski, Sven-Eric Rose. Wir wollten sie gekannt forschen die Geschichte von Ghetto. Brere wollten die umgekommenen Warschauer Juden geblieben in unserer Sekoren eine Masse anonyme Karbones, Gedäuschen, unnehmen, ohne besondere jüdische Identität, gelebt, gelitten, umgekommen, wegen der Alleinhilfe, wegen der Kulturarbeit, wegen dem Kampf für menschlichen Chod, wegen der Emotionen, die Gefühle, die Illusionen, wegen der Benehmung von der jüdischen Zeit, wegen der Salz wurden wir gar nicht gewusst. Und das ist ein Beweis, als der sehr gerufene geistige Widerstand hat je abgeholt. Ederer ist umgekommen, hat Ringelblum geschrieben, als die Mitarbeiter von Neunek Schabes haben gebildet und bilden heint an einheitlichen Körperschaft, behucht von ein Geist, durchgedrungen von ein Idee. Neunek Schabes, hat er geschrieben, ist nicht keine Vereinigung von Wissenschaftlern, was konkurrieren einer mit dem Zweiten und bekämpfen sich gegenseitig. Neunek Schabes ist eine einheitliche Körperschaft, also eine Bruderschaft, wo alle helfen sich heraus gegenseitig und streben zu demselben Ziel. Jeder Mitarbeiter von Neunek Schabes hat gewusst, als ein schwerer Horevanio und Maternisch hat gehabt Ape Ule. Eine Woche, er ist umgekommen, hat er geschrieben seinen letzten Brief zusammen mit Adolf Berman, ein Brief zum Amerikaner Jivo wegen der Kulturarbeit im Ghetto. Der Brief ist ergangen zu New York und er schreibt, sie will mir noch haben eine Gelegenheit, sich zu sehen mit euch, wir seien in Suffolk. Geht über unsere heiße Grüßen, alle jüdische Schreiber, Kulturtourer, Journalisten, Musiker, Plastiker, alle Buers von der modernen jüdischen Kultur und Kämpfer von nationaler und allgemein menschlicher Auslesung. Mit 10 Tagen später ist Ringelblum umgekommen. Schönen Dank. Dank. Wir haben schon gehört, 2 rührende Redes, aber auf den Smach von tiefen akademischen Forscharbeiten. Ja, und jetzt werden wir hören 2 Redes, was für uns ein bisschen anders, mehr persönlich, ein bisschen mehr sich freuen ist wegen der Geschichte von Jivo. Die kommende Redner ist Professor David Fischmann, was ist ein Professor von jüdischer Geschichte im jüdischen theologischen Seminar und auch der Führer von Project Judaica, Programm in Ukraine. Zwischen seinen Büchern ist das Buch The Book Smugglers, Partisans, Poets and the Race to Save Jewish Treasures from the Nazis, was wir verstehen ist wegen die Jivo-Sammlungen und die Papierbrigade.
Und das Buch hat gewonnen euch die Prämie, the National Jewish Book Award. Heint ist euch gedeiht zu der Monnen, als Professor Fischmann ist 14 Jahre gewesen, Redaktor von dem Jivo-Blätter, der jiddischsprachige Journal von dem Jivo-Institut. Und auch hat seine jetzigen akademischen Projekte, gibt ein elektronisch neues Blättel, was ist sehr gedeiht wegen der jetzigen Milchome in Ukraine, was heißt The War in Ukraine, Jewish News. Und jetzt hält in Übersetzen einen unbekannten Roman von Chaim Grade. Und heint wird Professor Fischmann reden wegen Mishpoche Zichroines, wegen dem Amerikaner Jivo zwischen den 1940er und 1970er Jahren. Okay. Okay, das war es. Guten Abend, ein dankbaren Kommen, ein dankbaren Zuhören. In meine weiter dicke Wörter will ich ziehen dem chronologischen Pfadem ein bisschen weiter, wie die früher dicke Redner, und betrachten dem Jivo in Amerika in der Nachmilchome Tkufe, aber ich will befeirisch beiten dem Genre. Anstatt der Forscharbeit will ich sich teilen mit Zichroines. Meine eigene Zichroines und die von meinem Vater, Joshua Schickel Fischmann. Mein Vater, Schickel, ich will ihn gewöhnlich in einem Reparat rufen, Schickel, ist gewesen aktiv in Jivo von die Soft 1940er Jahren bis Berg 1980. Und wie seht, ist aufgetreten auf der Unternehmung mit 50 Jahren Jivo. Und darüber ist von mir besonderierendig, als ich kann sich beteiligen in einem Abend, wo Covid 100 Jahre Jivo. Ich bin gewesen ein oft der Gast in Jivo noch von Kindheit an. Meistische Heuer, Kachheuer. Beerdigt zu meinen 7 Jahren, habe ich angehoben bemerken die Post, was ist reingekommen zu uns in Stub. Und zwischen sie eine Sachkonverten, größere und kleinere, dicke und dünne, von 1048 Fifth Avenue. Auf die Konverten ist gestanden nur der Adresse und nicht genommen von einer Institution oder von einem Menschen. Ich bin gewesen 7 Jahre alt und also wie ich auch gewusst, dass auf Fifth Avenue, das ist die Gasse, wo es wohnen die reichen Menschen, habe ich angenommen, dass 1048 Fifth Avenue ist der Adresse von einer Bank. Und ich habe sich gefreut, dass mein Vater ist ein Gewirr und kriegt so viel Korrespondenz wegen seiner Gelder. Hat mein Vater, Schickel Fischmann, hat mir verrichtet, das ist der Adresse von Jivo. Und dort befinden sich Äußeres, jüdische Bücher und Dokumenten. Äußeres ist ein Teurer für die Äußeres in jeder Bank. Das ist gewesen mein Reinführ zum Jivo. Schickels Beziehung mit dem Jivo hat sich angehoben in 1946, wenn noch gewesen ein 20-jähriger College-Student in University of Pennsylvania. Weinreich hat gehört wegen meinen Taten, was er gewesen Vorsitzender von dem Judlamit Peretz Jugendclub in Philadelphia. Und Weinreich hat ihm geschickt eine Verbettung, er soll kommen auf der jährlichen Jivo-Konferenz in New York und hat ihm zugeschickt einen Check von $5 zu decken seine Vorheizoes von Philadelphia in New York. Mein Vater gewinnt pritschmeliert von der Verbettung von einem größten Gelernten. Er ist gekommen zuvor auf der Konferenz, aber er hat nicht einkassiert oder deponiert den Check. Er hat es gehalten wie ein Andenk. Und mit Jahren später hat er es eingerahmt und aufgehangen bei sich im Arbeitszimmer. Risikoren, einem von den wichtigsten Menschen in seinem Leben. Die Beziehung ist geworden ernster in 1948, wenn Weinreich hat gelernt Kursen wegen jüdischer Linguistik und Folklore in Los Angeles in UCLA.
Sommer 1948. Und hat verbeten, eine Gruppe junge Menschen wie Stipendianten auf jene Kursen. Zwischen sie, mein Vater Schickel Fischmann, damals ein frischer Graduierstudent von Psychologie in Columbia Universität. Und da in dem Bild seht ihr eine Gruppe Studenten von jene Kursen, Weinreich rechts, mein Tate dort ein bisschen links in einem weißen Hemd, hinter ihm weiter links Hanne Gordon und verstellt, aber man sieht Claudie Horbine Silverman, Jossel Motik und im Zentrum sitzen die Uriel Weinreich. Uriel ist gewesen im Punkt im selben Alter wie mein Tate, damals 22 Jahre alt. Weinreich ist geworden mein Tates Rebbe in Chochmes Jiddisch und die anderen Stipendianten sind geworden seine neunte Freunde und Kollegen und sie sind geworden Seilen von einem kummerdicken Dorf von Jiddisch-Forschung in Amerika. Dank Weinreich ist mein Vater faktisch geworden ein zweisprachiger, zweistochendiger Forscher auf Englisch Soziolinguistik und auf Jiddisch Soziologie von Jiddisch. Noch mehr Weinreich gewinnt für ihn meine akademische Vaterfigur, aber ein ganz ernster und zurückgehaltener Vater. Aber noch mehr sind die Weinreich Bonim, Uriel und Gabi, geworden seine Brüder. Mein Vater gewinnt Ben Jochi, der hat keine Brüder nicht gehabt, und sie sind geworden seine Bimkoim-Brüder. Mit Gabin hat verbracht, gesungen, sich gewitzelt, mit Uriel hat man geredet wegen ernstere Sachen, wegen Linguistik und Soziolinguistik. Ich habe keinmal nicht vergessen, dem Abend, Sof März 1967, ich bin gewesen 10 Jahre alt, mein Tate und ich sind heimgekommen von Einkäufen Speis und die Mama hat uns übergegeben, die erschütternde Idee, als es ist gestorben, Uriel. Die Mischpoche Weinreich hat gehalten, besod die Ernstkeit von Uriels Krankheit. Mein Tate hat sich zerschrien, herumgenommen die Mama und sich zerklippet auf der Kohl. Ich habe das keinmal nicht gesehen bei meinen Taten. Er viele nicht beim Tod von seiner eigenen Tate-Mama hat gehabt, eine starke Reaktion. Ein Jahr nach Uriels Tod haben die Weinreichs, das heißt Max und Regine, uns verbeten, auf dem Pesach-Seder zu sein heim. Meine Eltern sind gewesen sehr angestrengt. Sie haben uns gewarnt, aber wir die Kinder dürfen sich gut aufhören. Ich habe damals nicht verstanden, was kommt vor, aber faktisch hat man verbeten, mein Taten, wie Abimkoim Sohn, was soll vernehmen Uriels Ort beim Sedertisch. Die Frau Regine Weinreich war eine sehr strenge und aristokratische Frau. Sie ist doch gewesen ein Schabbat von den Wilner Schabbats. Meine Mama hat sich sehr geschrocken vor ihr. Max hat gelernt, die Agode, mit einem Bichel zugeschmiert zu seinen Brillen, zu seinen Augen, weil seine Rie, was ist gewesen geschädigt von einem antisemitischen Unfall noch von Wilne, vom Vater Mohammed, auf der Ältere ist sein Rie geworden mit was einmal Ärger. Und hat gemusst, Mamisch halten, Papieren gegen die Brillen zu lehnen. Zum Sof von dem Seder habe ich gefunden, dem Affekäumen. Und Max hat mich zugerufen und gefragt, was für eine Matone ich will. Habe ich geantwortet, ich will ein Chemistry Set. Meine Eltern sind gewesen, sei verschämt, sei in Kass. Und habe mich gemustert auf dem Weg heim. Erstens, weil ich habe gesagt, die Werte zu Weinreichen Chemistry Set auf Englisch und nicht auf Jiddisch. Und zweitens, wie habe ich die Chutzpe, die Hose zu betten bei Aiden in seine 70er? Aid mit einer schlechten Rie, was hat nicht lang zurück verloren, sein Sohn, als soll gehen einkaufen, als Sache in einer Krom. Und gedenkt, zu dem hat noch nicht gewinnt, kein Amazon, aber ist gegangen, Weinreich in Macy's und hat mir eingekauft, dem Chemistry Set. Schaut, was ich habe es nicht gehalten.
der Vater war besonders aktiv in Jivo in den 1970er Jahren. Das heißt, in dem Jahrzehnt noch ein Teut von den Weinreichs. Es hat sich damals eingestellt, ein System von kollektiver Unführerschaft. Der Exekutivsekretär von Jivo hat sich vernommen mit administrativen Jahren und mit Geldsammlerei, Budget. Aber die akademische Arbeit hat angeführt die so gerufene Forsch- und Ausschulkommission. Das hat bestimmt, welche Projekte, welche Prioritäten. Und mein Vater war ein Mitglied und eine Zeit Vorsitzender von der Forsch- und Ausschulkommission. Er hat sich auch vernommen, wie er sagt, mit helfen machen, die englische Übersetzung von Weinreichsgeschichte von der jüdischen Sprache. Jetzt will ich weichen die Themen. Ich rede Sache wegen die Weinreichs, wegen meinen Taten, ein bisschen wegen sich. Ich will reden wegen anderer Persönlichkeiten, wo ich gedenke von Jivo von den 1970er Jahren, wenn ich bin gewesen, und eben in die Bar Mitzvah-Bocher und nach dem Highschool und College Student. Und ich will noch erzählen wegen ein paar Persönlichkeiten in jenem Jahrzehnt, die 70er, der erste noch weinreichischer Jahrzehnt. Und das ist ein rein subjektiver Abgleich von Menschen, die mir gelöscht auf mir einen starken Räuschen. Ich will beschreiben, was die Zwiebel von Jivo ist gewesen in die 70er Jahren und die Bemis unvermeidliche Typen und Persönlichkeiten. Die erste ist Hanne Frischdorf. Ihr Titel ist gewesen Assistent Exekutivsekretär, aber faktisch ist sie gewesen der Gehilfsdirektor von Jivo. Hanne ist gewesen eine Bundistke von Warschau und eine Kämpferin in Warschauer Ghetto Aufstand. Hanne Frischdorf. Sie hat angefangen mit Arbeit in Jivo, wie bald sie ist angekommen in Amerika, 1949. In meinen Jahren hat sie faktisch angeführt mit dem ganzen Jivo-Apparat. Sie hat als Sekretärisches bei ihrem Zimmer und Kollegengehilfen. Sie gerät mit einem häserigen Kohl. Sie hat gereichert on aufher, einen ganzen Tag. Ihr Tag ist bestanden von Papyrossen, Kaffee, Telefon, Schreibmaschinen. Sie sind ein sehr nüchterner Mensch, ein bisschen mit einem treurig zynischen Schmeichel, das ist sie von links, ja, Hanne Frischdorf. Und sie gibt eine ganze Gruppe Warschauer Bundisten in Jivo, Moshe Kligsberg, Schoschke Ehrlich, aber Hanne Frischdorf hat übergelassen dem stärksten Räuschen bei mir, weil sie gewinnt die erste Frau, die sich auf Venice in Leben gesehen, die es hat angeführt mit einer Organisation und hat Balubatewit über Männer. Das hat bei mir damals bei Jingl gemacht, einen starken Eindruck. Die zweite Persönlichkeit ist mehr bekannt, heutige Zeiten, und das ist der Historiker Sosche Tschaikowski. Heint gedenkt man ihm, zwischen Gelernten, für seinen ärgsten Strich. Er war ein Kleptoman. Er hat begann mit Materialien von verschiedenen Bibliotheken und Archiven und sie verkauft zu anderen Bibliotheken und Archiven. Wegen dem hat Menschen geschrieben, Lisa Leff und andere. Aber ich will da mal ein paar andere Momente. Ich habe sich bekannt mit Tschaikowski telefonisch, weil er fragt oft anklingen zu reden mit meinen Taten. Und mein Tate, Tschaikowski war ein schrecklicher Nudnik. Und mein Tate fragt mich beten, ich soll antworten dem Telefon. Und ihm übergeben, oder er ist nicht da, oder er soll klingen später. Aber Tschaikowski hat sei gewollt ausgießen sein Herz, hat er mit mir geredet auf dem Telefon. Wegen zwei Themen. Erstens, als der Jivo geht rüber zu viel auf Englisch. Er gewinnt ein starker Jiddishist und das hat ihm sehr bang getan. Und zweitens, wegen der Sakone von Kommunisten in Jivo und Bachwal
in der jüdischen Welt. Tschaikowski ist doch allein Vater Mohammed in Frankreich gewesen, ein Kommunist. Und wie ein gewesener Kommunist ist er geworden, ein verbissener Antikommunist. Er hat Menschen angesagt, dass Mark Zborowski, der Mitmacher von dem Werk Life is with People, er hat gesagt, Mark Zborowski ist ein sowjetischer Agent. Keiner hat ihm nicht geglaubt, dem Meshuggah Tschaikowski. Aber später hat sich ausgelöst, dass er gerecht. Man hat Zborowski vermischt in einem Amerikanergericht in 1962. Tschaikowski habe ich zu verdanken, meine erste bisschen Forscharbeit in Jivo. Ich habe gedarft in College anschreiben eine Arbeit für einen Kurs in amerikaner-jüdischer Geschichte. Ich habe gebeten bei Tschaikowski in Aneze. Hat er geantwortet, ich habe für dir ein Thema. Der Tirage von der amerikaner-jüdischen Presse auf der Provinz, das heißt nicht in New York. Und ich habe für dir das Material, ich habe die Tirage berichten, was die Zeitungen haben gemacht, für ein Postamt. Sag ich, wunderlich, gib mir das Material. Komm mit mir, antwortet er. Er nimmt mich auf dem 4. Stock. Er geht zu einer Schafe im Korridor. Er nimmt ein Bänkel, kriegt auf dem Bänkel und zieht darauf etwas ein Kästel. Das Kästel hat nicht genommen, es hat nicht keine Nummer, es hat nicht keine Signatur, keine Sammlung, gar nicht. Und er erlangt es mir und ja, auf dem habe ich geschrieben meine Arbeit. Aber das ist gewesen der Jivo-Archiv in den 1970er Jahren. Nur die Archivisten haben gewusst, wo das Material befindet sich. Ob du hast gehabt eine gute Beziehung mit einem Archivist, Tschaikowski, Lifschitz, Trunk, haben sie dir alles erzählt, gewissen, gebracht. Und ob sie haben dich nicht gekannt, hast du gekriegt einen minimalen Entfer. Die dritte Persönlichkeit, ich habe noch 4. Ist Wolf Junin. Hat ihn reingezogen zu arbeiten in Archiven in den 1970er Jahren. Er war ein Geborener in Bialystok, hat Jakarta Scheiches zu der Gruppe Jung Wilne. Machaber von einer gewissen bekannten Lieder, wie Sing Still oder Der Jide Schmied. Er war ein Folklorist. Und er hat lange Jahre angeführt mit der Rubrik Sprachwinkel in der jüdischen Presse. Dort hat er beschrieben Wörter, Sprichwörter, Volkslieder, Ideen wegen Jiddisch. Aber er ist ein Äußer, was man wohl gedacht durchnutzen. Junin, da von rechts mit Chaim Graden, hat gehabt eine Gedichte Chuprine, wie sagt. Und das ist noch das gewinnt Medikamenten wie Minoxidil, also er hat gewinnt ein Balmasel. Und er hat die gedichtste Bremen in die Geschichte von Jivo. Ich bin ein schöner Mannsperson und euch nicht ein kleiner Weibernick. Er fragt Finkeln mit seinen Augen, redendig mit Menschen, aber speziell redendig mit Frauen. Ich weiß nicht, wie viel er bei MS gearbeitet in Archiv. Besser gesagt, er hat verbracht in Archiv oder geblättert, geschmust, aber er hat sehr Sache zugegeben zu der Stimmung. Okay. Die letzte Persönlichkeit, was ich will, der Mann schließen, ist Reb Chaim Lieberman. Reb Chaim Lieberman war der Sekretär von dem früheren Lubavitcher Rebbe, Reb Yosef Yitzchak Schneerson. Und er war der Menahel von der Lubavitcher Bibliothek. Ich bin schockiert, wenn ich ihn gesehen zum ersten Mal in Jivo. Ein Jid mit einem größeren Hut und mit einem langen Bord in dem Hechel von weltlicher Jüdischkeit in Jivo. Und ich habe gesehen, noch dazu, wie Dina Abramowitsch und andere Mitarbeiter beziehen sich zu ihm mit Asa Jiris Hakovit, mit Asa Derech Eretz. Reb Chaim Lieberman hat angeheben mitarbeiten in Jivo Publikations, das heißt, sich drucken in Jivo Publikations, in 1933. Wenn er und der Lubavitcher Rebbe haben gelebt in Warschau, später Otwotsk. Geschrieben hat er wegen Sides, Altes Forum, die Geschichte von jüdischen Druck. Seine letzte Forscharbeit in Jivo-Blätter gewesen gedruckt in 1975. Das heißt, er hat mitgearbeitet in Jivo-Publikations mehr wie 40 Jahre. Sein größter Verdienst
ist gewesen, was in den 1950er Jahren hat katalogiert die Strashun-Sammlung von Svorim in Jivo Bibliothek. Wie bekannt hat der Jivo nach der Mohammed gejarschend etliche tausend Svorim von der Wilner Strashun-Bibliothek. In jene Zeiten ist Katalogieren Svorim gewesen eine schwere Arbeit. Es ist noch nicht gewesen keine Computertechnologie, man hat nicht gekannt, kopieren die bibliografische Protein von einem anderen Katalog. Und Liebermann ist abgesessen, 3 Jahre zu katalogieren die Sammlung in Jivo. Ist mein Ziel mit die Dosecke-Wärter nicht gewesen, nur zu erwecken und verschreiben persönliche Sachroines, nur euch anzuregen, jüngere Kollegen. Es ist gekommen, die Zeit, sich hereinzugeben in der nachmohammediker Geschichte von Jivo. Und sich hereinklären, wie die Reste vom israelisch-europäischen Judentum haben probiert, überpflanzen die jüdische Kultur auf den Amerikanerboden. Und ob das wird nicht sein, die Arbeit von einer Forscherarbeiter, wollte sicher gekannt sein, die Themen von einem verkappenden Roman. Danke. Dank. Okay. Unser letzter Redner heint ist Zalman Mlotek. Ist ein weltberühmter Mumche über die jüdische Musik, speziell jüdische Volkslieder und Theatermusik. Hat studiert in berühmten Institutionen für Musikbildung wie Juilliard, the New England Conservatory. Und sind 1998 ist der artistische Direktor von der Volksbühne, der älteste jüdische Theater in Amerika, was ist jetzt bekannt auf Englisch wie the National Yiddish Theater Volksbühne. Und Heinz wird reden noch ein bisschen Zichronis wegen seinem Namen, der langjährige Jivo-Mitarbeiter, was wir haben schon gesehen, ihr Bild, Hannah Gordon Mlotek. Ja. Dank. Ich finde sich da ein bisschen nicht so bequem, weil ich kein Akademiker bin ich nicht. Und ich habe so viel neu gehabt und gelernt von den friedlichen Redners. Ich trachte von den Mamen, was, ich meine, es mit das. Geht weiter. Ich habe mit ein bisschen persönlicher Sprache gebracht, was ständig halt als wichtig zu den Mann und den Eltern. Die Eltern von meiner Mama, die Gordons, Laser und Bessie Gordon, sind gekommen da in der ersten Migration in die frühe 1900, sondern gewesen, der Seide ist gewesen Manufacturer von größere Sizes, hat man gerufen, von Verfreuen, und sie haben gewohnt in die Shalom Aleichem Häuser in der Bronx, wo es hat sich getan mit jüdischen Schulen, Unternehmungen, Purim Simchas. Ein Liebhaber von jüdischen Theater und Gesang ist gewesen ein Amateur-Vorleser und Singer von Jiddisch, und natürlich die Sprache daheim ist gewesen Jiddisch. Und die Mama mit ihrer älteren Schwester, Malke Gottlieb, sind sie gegangen in die Mittelschulen, die Shalom Aleichem Mittelschulen, und dann war der in Camp Boiberik, was geschaffen von Leibisch Lehrer. In 1944, zu Libyen, ihr Jiddisch, und wie soll sie kennt sich ausdrücken,
ist sie geworden der Sekretärin von Lucy Davidovich. Und später hat Lucy Davidovich ihr vorgelegt zu Max Weinreich, als sie soll sein Sekretärin. Weiter. Das ist die Mama in den 40er Jahren. Und das ist right. Ich darf hier. Kannst du mir helfen da? Ja, wenn das Emitzer kommt. Okay. Ja. Das ist Das ist ein Nachbarbild. Das ist nicht dasselbe Bild, was David hat. Ich weiß nicht, si David hat. Da hat ein Nachbarbild von der UCLA. Der Mann hat gekriegt als Stipendium, hat gearbeitet dort in Indien, war früher von 44 bis 48. Sie gearbeitet, danach ist sie geworden der Assistent zu der Forschdirektor zu Weinreichen und gekriegt als Stipendium bei zu sein auf der ersten linguistischen Folklorkurs bei UCLA, was angeführt von Weinreich. Die Weinreichs und die Fischmanns sind geworden noch unter Freund von dem Altan und zusammen haben sie gearbeitet in dem Judlabed Khan Club, was sie geschaffen geworden in 48. Ich weiß nicht, ich habe dem Mann ein Bild. Jüdische Folklore und die Mitglieder von der Club sind gewesen Max Weinreich, die Mama Bina Weinreich, Uriel, Dina Abramowitsch, Schickel Fischmann, der Tate Jossel Lotte, Chaim Ginniger, Pinkus Grobat, Moshe Klicksburg und Mindy Teitelbaum. Und die Redaktionskollegen bestanden von der Mama, Bina, Uriel und Wolf Junen. Und ich habe in Zugreden die heintige paar Wörter, habe ich hereingeguckt in die jüdische Folklore und ich bin geworden also überrascht mit den ersten Wörtern, was beschlossen zu drucken da in Januar 1954. Noch alleine ein bisschen. Was wir sehen in Eusen. Das ist der erste Nummer von einem neuen Journal, was der Folklore-Club auf Namen von Judlabed Khan beim Jiva nimmt sich herausgeben. Sind ein Anheb von der Zweiten Weltkrieg sind faktisch keine größere Sammlungen von jüdischen Folklore nicht publiziert geworden. Von den Archiven Jiva in Wilna, der reichste jüdische Folklore-Kollektion, ist wenig was geblieben. Das Rauf von den Sammlern und der aktivste Forscher von Folklore sind umgekommen. Die sowjetischen Folklore-Archiven, ob sie existieren noch, ergens, sind von uns abgeschnitten mehr noch wie wenn es ist. Der größte Bruch, was aber nicht abgestellt ist, im Ganzen die folkloristische Arbeit. In dem beneidten Jiva-Archiv in New York hat sich bemächtigt von den vergangenen 10 Jahren angegeben als Spur bis auf frisches Material, getreue Korrespondenten in Amerika und in den Teilen von der Welt, was die Jiva kennen sich zu sich zukommen, seine Mamschach, seine Sammlerei. Aus dem neu zugekommenen Material will wir da bisslichweise rausgeben, warum wir halten, als der jüdische Folkloreforscher kann sich nicht begnügen mit dem, was ist abgedrückt geworden bis 1940. In dem ersten Nummer sind vertraut noch ein kleines Sammlers, überhaupt von Khan Club allein. Weiter hoffen wir, während der Heften Guffert stimulieren zu neuen Sammelarbeiten, werden uns helfen, anknüpfen, Kontakten mit der größeren Zahl Yechidem. Und noch ein Moment, was ich will bringen, ist
in a Kästel ist eine Mahnung zu die Lehners. Wir wenden sich zu allen, was haben ein Interesse in jüdischer Volksschaffung über ganze Welt. Singers, Akteuren, Sammlers, Forscher. Sammelt und schickt uns alles, was hat und was kriegt da rein. Lieder mit Melodies, Nigunen, Meises, Witzen, Wörtlich, Sprichwörter, Legendes, Messäures, Segules, Refues, Eingelebenischen, Koch- und Backrezepten von jüdischen Macholim, Spielzählenischen, Minhagim, Tanz, Kunstobjekten. Bleibt nicht immer zu stark. Über Sache schon etwas schon gewinn gedruckt in eine Variante in unser Bulletinafille oder irgendwas anders, sind wir all achers Kammer verinteressiert in noch Varianten. Tome ist auch schade, dass ein Lied stammt von Theater, darf man sich wegen dem bewahren, aber verschreiben es darf man sei wie sei. Aber es befindet sich bei euch ein Fragment von einer Sache. Schickt ihm euch herein. A viele, wenn andere Lehners können ihn identifizieren in der Ganzen. Der Rückkehr ist, das Material soll sein, was pinklich verzeichnet und wir sollen kriegen, was mehr Informationen wegen der Umstände, unter welchen er wird zirkuliert beim Eulen. Mit der Zeit werden wir zu Neustellen genauere Instruktionen versammeln. Also weiter. Ich habe es gewollt, für mich ist es gewesen eine interessante Sache, weil später mit 20 Jahren hat der Tate und die Mama haben sie angehäubt der Rubrik in Vorwärts Perl von jüdischen Lieder, wo sie gebeten Lehner sollen der Mannen Lieder und schicken herein Melodies. Und ich gedenke, wie in der Heim, in den 70er Jahren, in der Shalom Aleichem Häuser, sind angekommen hunderte Konverten und Taschmes von jüdischen Liedern. Und die Mama hat sich bei mir gefickt mit jedem Lied. Mit jedem Lied, was ist reingekommen. Weiter, was ist das sind ein paar Lieder, was ich gewollt zitieren. Das ist weiter. Das ist ein Seitel in dem jüdischen Folklore, was Bina hat angeführt mit Wörtlach und mit Hagem. Und eine von der interessantsten Rubriken, was sie gewähnt in jüdischen Folklore von mir, ist gewähnt, wo man betont, jeder neue Aufführungen, neue Arbeiten auf jüdischen Folklore. Und ich gewollt Folklorearbeiten verwendet oder in Gang. Haben sie der Mund, die Arbeiten von Rudolf Glanz, Label Kahn, Dov Neu, Rivke Ruben, haben sie ihr gerufen in der Zeit, Biene Weinreich, Rechtmann, Mordre Schächter, Belle Gottesmann. Und für mich ist es interessant und wichtig, als in die Jahren nach dem Milchama haben sie verstanden, als alle arbeiten zusammen für ein Ziel. Danach das ist ein Bild von der Mama, dachte sich mit Monje Pat, aber ich bin nicht sicher. In 1978 ist die Mama zurückgekommen in Jever, arbeiten von einer Stipendie von National Endowment und sie geworden der ganztagige Musikarchivist. Und sie hat gearbeitet in Jever für 30 Jahre noch bis 70 Jahre. Durch die Jahre haben Menschen haben sich gequickt mit ihrer Kenntnis, eine gewaltige Fähigkeit zu kennen, zu suchen in die Archiven, zu wissen, was da in der 100er Kesslach.
langjährige Kollege Frume Mora hat betont, und ich zitiere auf Englisch, Chana had every single piece of music from the Evo archives at her fingertips, every arrangement, every title from the 19th century to the present. She's a woman of vast knowledge and yet was unfailingly unassuming and pretentious. The many catalogs and guides to music collections that Chana created at Evo are used on a daily basis by composers, conductors, performers, folklorists, and musicologists. Evo's given ihr zweiter Heim. Mark Slobin schreibt in sein Akdame for tenement songs, as when he needed to know the history of his song, he said Chana would simply open a file in her mental hard drive and come up with its entire history, both in performance and in print. Bashevis hat gerufen dem Sherlock Holmes von jüdischer Lied. Aber sie hat lieb gehabt, sich zu teilen mit ihr Kenntnis. Das ist gewesen ihr größter Freude, wenn Menschen haben geklungen mit Bakosches, ständig mit der Breitharz. Das ist der Enekel von den Tomaszewskis. Und später haben die Eltern gearbeitet zusammen, wie ich habe demant auf der Rubrik Perl von jüdischer Poesie, wo sich demant hunderte Briefe sind angekommen. Aber wie ein Kleinkind habe ich gehört die Namen von Tchaikovsky, von Yud Lamed Khan, von Ginsburg und Marek und Kipnis und Lehmann, Prelutsky, Perlmutter und Woll, die Namen haben sich ständig gehört und mir gerät wegen sie und der Respekt und der Herz zu den Mechabren und Kompositoren von Liedern hat gestammt von der Dosiker Forscharbeit. Ihre Arbeit hat reingenommen die Sammlungen von Kahn, von Wilner orthografische Sammlung, Sammlung von Litvin, von Schmulniger, von Josef Apataschu, wo sie bemerkt, sie da Zeichnungen von Chagall und die Morris Rosenfeld Sammlung, die Sammlung von Weiner, Heifetz, Schmulewitz und Perlmutter. Und zum Schluss will ich der Mann ein paar Lieder, was die Mama hat entdeckt in ihrer Arbeit beim Club. Das erste Lied, was wegen was sie geschrieben, ist gewesen das Lied von Michael Golden, der Board. Und ich gehe zu der Piano jetzt da ein bisschen. Und zwei Lieder will ich da machen, was sind interessant. Ein Lied, ein Lied, was mechanisch ist, es ist verzeichnet von allen Tennen. Der Informant ist gewesen, Dvorah Rubin und verzeichnet von Bina Weinreich in New York in einem Verse. Der Mann, der Melodie hat Rothschild Sof, und nehmt euch
ganze Lieder, was ich habe ein bisschen popularisiert mit neuen Rekordierungen. Das erste ist gewesen ein Lied von der Titanic. Der Name schreibt von 3 Varianten von Titanic. Der bekannte, wir haben es rekordiert in den 80er Jahren. Und eine von den interessanten Versen, was wir haben nicht gesehen, ist eine Variante, sagt, gewiss hat er die Blätter gelesen mit dem Unglück, was ist auf dem Jan geschehen, die Katastrophe, was ist dort vorgekommen mit dem Schiff Titanic, was ist dort gewesen. Von London nach Amerika ist das Schiff herausgegangen, die Musik hat begleitet, der Wetter ist gewesen, dann schön. Plötzlich hat der Kapitän ein Telegramm getan, der lange, als das Schiff Titanic hebt dann untergehen. Noch ein Lied, was die Mama hat gefunden. Sie schreibt, das Lied hat geheißen Herschel und der Informant ist gewesen, der Informant ist gewesen Alexander Ehrlich und gehört zu gesingen in Warschau in den 30er Jahren, Melodie aufgenommen bei Josef Mlotek, euch gehört in Warschau. Und der Name Moshe Klicksberg will ich da nennen. Moshe Klicksberg ist gewesen ein Arbeiter in Jiva, ein Sprachefreund, ein Kompositor. In den letzten Jahren haben wir sich bewusst, dass gewesen ein Kompositor für Stilleheit. Aber ich gedenke, wie er vielleicht kommen in Haus und singen die alle Lieder. Die Mama hat mir gerufen, die Warschauer Mädel von der Bronx, weil sie hat gehabt, dass sich die ganze Zwiebel von der Tat ist gewesen von Warschau mit Hanne Frischdorf und also andere. Ich verändige mit einem Lied von einer von den Büchern, was die Eltern haben zu neu geklebt. Das Lied ist Herschel und es singt unser eigenem Lauren Sklamberg. Heißt das, hier bitte.
Haschel ist gewählt, einer von die Größen. Wie ist gekommen, hat geheißen, Sternmark-Häuses. Hand geht Haschel, gelost in Ruhe. Hat gekriegt mein weiß nicht verwusst. Haschel, wie geist, Haschel, wie steigst, Haschel, wie bist du mit deiner groben Hand? Du hast schon nicht kein Hand, du hast schon nicht kein Wind, du wirst schon nicht nehmen auf Schwenter, jetzt geht kein Prozent. Haschel, wie geist du, Haschel, wie steigst du, Haschel, wie bist du mit deiner groben Hand? Du hast schon nicht kein Hand, du hast schon nicht kein Wind, du wirst schon nicht nehmen auf Schwenter, jetzt geht kein Prozent. Haschel ist gewähnt, der schönste von sie alle, ist gekommen Meier Champel und hat ihm Siegen nimm die Kalle. Heint geht Haschel, abgelost in Nues, hat gekriegen Leiges, oi weiß der nicht war wo es. Oi Haschel, wie geist der? Haschel, wie steigst du? Haschel, wie bist du mit deiner groben Hand? Du hast schon nicht kein Hand, du hast schon nicht kein Wind, du wirst schon nicht nehmen auf Schwenter, jetzt geht kein Prozent. Haschel hat gespielt, oh, der Borde Schorde, es gekommen ja eine Mechel, ihm ungehackt die Mode. Hand geht Haschel, abgelost die Nues, hat gekriegen Leiges, weiß der nicht verwues. Oi, Haschel, wie geist du, Haschel, wie steigst du, Haschel, wie bist du mit deiner groben Hand? Du hast schon nicht kein Hand, du hast schon nicht kein Wind, du wirst schon nicht nehmen auf Schwenter, jetzt geht kein Prozent. Ha! Haschel, wie geist du? Haschel, wie steigst du? Haschel, wie bist du mit deiner groben Hand? Du hast schon nicht kein Hand, du hast schon nicht kein Wind, du wirst schon nicht nehmen auf Schwenter, jetzt geht kein Prozent. Haschel! Verschiedene Persönlichkeiten, Themen, Tekufes in der Geschichte von dem Jivo. Und ich habe ein paar Minuten zu reden weiter, will ich stellen eine Frage, Mr. Wir haben gehört von David Fischmann und von Salman Lottek mehr persönliche Sichreines wegen dem Jivo. Und ich wollte fragen bei David Roskis und Shmuel Kassow, ob ihr könnt sagen, etwas bekitzer, ich kann sein, öfter ein Thema auf einem zweiten Panel, aber reden ein paar Minuten wegen eurer ersten Begegnungen mit dem Jivo, was ihr habt gewusst, wenn ihr zuerst gehört wegen dem Jivo, es ist da als eine Institution, und wenn ihr seid erst rein in dem Jivo, und was sind gewesen eure erste Überlegungen mit Jivo wie eine Institution. Wenn ihr seid noch gewesen in Montreal, ja. Ja, nein, der Tate hat uns genommen in New York zu Gast, und ich bin damals 10 oder 11 Jahre gewesen, und er hat uns genommen in Jivo. Der Tate meiner, Leibel Roskis, ist gewesen der Vorsitzender von Freund von Jivo in Montreal. Also das ist mir schon gewesen. Also ich bin aufgewachsen, mehr weniger in derselben Heim,
Und die Idee von Ivo ist gewesen meine beliebste Publikation. Ich habe gehabt komplett von allen Ideen von Ivo, was ich vielleicht prinzipiell lernen, bloß auf Jiddisch. Aber ich will erzählen etwas anderes wegen Max Weinreichen und seine Größkeit und seine Persönlichkeit. Wie ich habe ihn gekannt und wie wir haben sich gewusst wegen ihm. Koidem Kol von Chana Mlotek's Zichronis wegen ihm gedruckt in Jugendruf auf seine Jahrzeit. Sie ist gewesen, wie ihr schon gehört, sein privates Sekretärsche. Und dort erzählt sie zwei Sachen, was ich habe energisch nicht gelernt. Alles hat gemusst sein perfekt. Und sie hat ausgeklappt, einen Brief auf ja, und Tomer ist gewesen ein Greis, hat sie gemusst ausklappen, den Brief und das Nein. Der erzählt sie wegen ihm, als sich abgegeben hat, 2 Jahre auf ein Buch Hitlers Professoren, wegen dem Verrat von den deutschen Professoren, was haben sie gelernt in Deutschland und wie sie seinen darüber zu dienen Hitler. Wenn Weinreich hat geendet und sie hat ausgeklappt, dem Xavier, wenn hat geendigt, schreiben das Buch, hat sich erlaubt, zu verräuchern a Papyrus. Weil beim von der ganzen Milchome hat aufgehört zu räuchern, hat sehr lieb gehabt zu räuchern. Beim endigen Schreiben des Buches hat sich erlaubt, zu verräuchern a Papyrus, also erzählt sie, aber nicht bis ins Sof. Hat sich nicht vergunnen bis ins Sof. Ist wegen Rabbeim, wegen Tzadikim, erzählt man Han Hogges, will ich in dein Mames Namen übergeben, hat dem dosigen äußergewöhnlichen Strich von einer Litwak, von einer Tzadik, was mir da in Saal seine nicht bekäuert. Wegen sich will ich dir erzählen etwas anderes. Dem 30. August 1964 ist vorgekommen die Gründungsversammlung von Jugendruf in einem Yivo Binyan. Sonntag ist es gewesen, der Binyan ist gewesen vermacht. Dank Mordechai Schechter haben wir bekommen in dem Saal mit den Spiegeln. Ihr könnt besuchen in dem Saal. Und wir haben abgehalten einen ganzen Tag. Ich bin gewesen einer von den Mitgründern, habe ich gehalten eine flammfeierliche Rede, der Weg zu unserer Jugend. Weil ich habe damals noch geredet mit dem Reisch und nicht mit dem Reisch, mal was. Wenn es hat sich geendigt, die ganze Konferenz, ist zugekommen zu mir Mordechai Schechter mit einem älteren Jid und hat gesagt, ich will euch bekennen mit Max Weinreichen. Ich habe erwartet gewusst, ich habe ihn noch keinmal früher nicht getroffen, aber ich habe bald gesehen, als ist blind auf ein Auge und ist gestanden sehr nahend und hat gesagt, Freund Roskes, die Jiddisch-Forschung darf ich haben. Ich bin damals alt gewesen, 16 Jahre alt und ist damals alt gewesen, 70 Jahre alt. Ich habe ihm damals nicht gefolgt, bald, aber ich habe keinmal das nicht vergessen. Will ich sagen, jetzt als das Bleibigste, das Wichtigste, was ich habe gelernt bei Weinreichen, ist der Weg zu unserer Jugend. Ich habe damals nicht gewusst, also hat angeschrieben, ein großes Werk auf der Thema, soziologisch, psychologisch Analyse, wie soll zu forschen, die Jugend. Und der zweite Teil auf dem Smach von der Jivo-Autobiografie, was das ist, als gewesen, seine Initiative, hat probiert zu forschen und verstehen die jüdische Jugend, dem Krisis von der jüdischen Jugend in Polen. Weinreich hat ein Leben lang bis zum letzten Atem gesucht, den Weg zu unserer Jugend.
Und Punkt, also wie hat mobilisiert ein Taten in 1944, 45, ist mit 20 Jahren später hat noch gesucht, frischen Talent, den Weg zu unserer Jugend. Und Eddie Portnoy, du sitzt da im Saal, in Schuss von Max Weinreich, weil so habe ich es geführt mit meinen eigenen Studenten. Wie wir haben gemusst glauben, es wird sein eine Zukunft. Und als der neue Dor ist fähig, auf zu sein schafferisch. Ich habe noch gekannt 2 Jiddisch-Lehrer, was haben sich gehalten bei dem Prinzip. Max Weinreich und Mordechai Schächter. Okay, ich bedauere sehr, was ich bin gekommen zum Niveau zu spät. Zum Bedauern habe ich käme nicht gehabt, die Gelegenheit zu bekennen, sich mit Max Weinreich. Das erste Mal, wenn ich bei rein in Niveau, das ich gewähnt habe, ich habe nicht kennt es, in 1985 oder 1996, als Sachzeit habe ich sich gewidmet der russischen Geschichte. Ich habe verbracht 2 Jahre im Amoligen Rattenverband. Ich habe gehalten, als ich sich nicht vernehmen mit der jüdischen Geschichte. Besser zu vernehmen sich mit der Themen, was rührt mir nicht an. Und der Fall bin ich dem ersten Mal rein Niveau 1986, weil es hat sich mir geglust, guckt zu tun in Zeitung, ein globales Leben und eine globale Woche. Und dort habe ich gefunden, ein sehr interessantes Material wegen meiner Sprache. Meine Schwester Dina hat Chasne gehabt in 1936 und nicht nur Jiden, nur Poljaken haben auch gedruckt Maseltovs auf der ersten Seite von der Zeitung. Und ich habe gefunden, als in 1938 hat mein Seide Schmuel auch gedruckt, schon eine Teves in der Zeitung, als die Amerikaner Landsleute sollen das können überlehnen. Aber was ich gedenke, ja, ist mein erster Begegnung mit Dina Abramowitsch. Und das soll ich keinmal nicht vergessen. Das hat sich gut eingekritzt in mein Sekoren. Weil sie von mir manchmal ausgelacht. Sie hat gemeint, dass sie hat zu tun mit einer gestandenen Jolt. Heißt das, als ich habe angeheben, ich habe es nicht getan. Ich habe das nicht getan, aber ich habe mit dir angeheben zu reden Jiddisch. Und sie hat bei mir freigetan. Von wann nimmt sich das Jiddisch? Das fleckt man Herren nur in die Heck, das fleckt man Herren nur in die kleinen Städtlich. Und aber danach haben wir sich ernannt und mit der Zeit ist sie geworden ein bisschen mehr zugelassen zu mir. Und ich gedenke meine erste Begegnung mit Lucian Dobraschitzky. Ich gedenke einmal, als ich bin rein zu Shia Trunk im Kabinett, ich habe mit dem geredet. Aber bekitzer, ich habe rüber. Ich habe gedacht, kommen zum Niveau in die 70er Jahren, viele in die 60er Jahren. Aber jemals habe ich nicht getracht, als das ist für mich wichtig und als das ist für mich nötig. Nein, Seger ist, ich meine, das Wort auf uns Kibbet in dem großen Saal ist, man kann weiter schmusen, aber öfter mit der Anasch, ja. Ich will noch einmal bedanken, euch für alle für Kommen und euch speziell alle unsere Redner heute und Abend. Und
wir sind alle zufrieden, was als Programm ist vorgekommen auf Jiddisch. Ja, Kenya Bo, ich hoffe weiter solche Programme in der Zukunft. Ja, also.